sagst uns alles, was du hast. Du bist am Tanzen, da geht ab die Post. Mir treib's ganz wild und die in Wahnsinn. Du sagst, du willst jetzt, dass die Hütten brennt. Los geht die Feier und wenn's rennt, dann rennt's. Mir treib's ganz wild und die in Wahnsinn. Du schreist es aus, du schreist es aus. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Du sagst immer, du kehrst mir dabei. Du bist auf Brezel einfach einwandfrei. Mir treib's ganz wild und die in Wahnsinn. Du zeigst uns alles, was du hast. Das ist ein Haufen Spatzel, wenn's mich fragst. Mir treib's ganz wild und die in Wahnsinn. Du schreist es aus, du schreist es aus. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Du schreist es aus, du schreist es aus. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Ich will gern beuteln die ganze Nacht und feiern jeden Tag. Das war Rock'n'Roll All Night von den mächtigen Kiss. Ein Song, der tatsächlich 50 Jahre alt ist. 51 Jahre. Ein Hard-Rock-Song, ein Rock-Song, der 50 Jahre alt ist. Lassen Sie das mal auf sich wirken. Und dann schauen wir mal, was hinten dabei rauskommt. Ja, Kiss, ich habe so eine, wie die meisten Kiss-Fans, eine Hassliebe zu dieser Band. Oder die meisten kann ich nicht sagen. Es gibt gerade nur Kiss-Fans, die sind einfach Kiss. Aber wo sich alle Kiss-Fans einig sind, ist, dass Kiss einige der beschissensten Rockalben überhaupt gemacht haben. Und dazwischen, und vor allem in der anfänglicheren Zeit, welche der besten. Die Alive von Kiss, ein Live-Album von ihnen ist immer noch, das ist einfach purer Rock'n'Roll. Ich mag überhaupt unglaublich gern Live-Alben aus 70er und 80er von Bands wie eben Kiss oder Motorhead oder No Sleep Till Hammersmith, eine wahnsinnig geile Live-Scheibe. Und ja, der Rock'n'Roll All Night ist so ein, ich glaube, seitdem sie ihn veröffentlicht haben, also in Mitte 70er, praktisch spielen die das immer so am Schluss der Show. Das ist so das große Finale. Und ja,
ja, ist ein Banger. Kann man nichts anderes sagen. Simpler Banger, Strophe, Refrain, Solo, Refrain. Ich habe das Solo jetzt einmal ein bisschen rausgekürzt, weil ich bin nicht der Ace Frehley nicht. Nannt. Deswegen. Außerdem ähnlich wie bei meiner bayerischen Übersetzung von You Shook Me All Night Long von AC/DC, die haben auch wahnsinnig gute Live-Platten. Ich weiß nicht mehr, was heißt. Live at Donington, maybe. Ähnlich wie da war es wieder einfach unglaublicher Spaß, so ein Rock-Song, so ein Hard-Rock-Song mit der akustischen Gitarre zum Spielen. Diese akustische Gitarre hier übrigens ist vom Stefan Meigl, ein toller bayerischer Gitarrenbauer. Und das ist so meine Schreibgitarre. Ich habe die eigentlich relativ selten hier drin im Studio. Die ist eigentlich immer im Wohnzimmer. Und die letzten 10 Jahre oder so, ich glaube, so lange habe ich es jetzt. Die letzten 10 Jahre war das so die Hauptgitarre, mit der ich die meisten meiner Songs geschrieben habe und mit der ich ja immer die Übersetzungen mache. Also, wenn ich da auf der Couch hocke und diese Übersetzungen auscheck und sowas, dann ist das immer die Gitarre. Und heute hat es mir irgendwie gejuckt, dass ich die mal wieder ins Studio rübernehme. Die klingt Wahnsinn, die klingt so geil. Das ist die bestklingende Gitarre, die ich habe. Traumhaft. Und ja, das wollte ich noch sagen. Für alle, die jetzt durchgehalten haben bis zum Schluss und bis zum Schluss jetzt durchhalten, habe ich noch eine Frage und das war super, wenn Sie das in die Kommentare schreiben darf. Und zwar, ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder von Leuten geschrieben gekriegt, so quasi, hey, wir mögen deine Stories und so weiter, aber es nervt ein bisschen, dass die am Schluss von dem Lied sind, weil wenn ich mir das in eine Playlist rein tue auf YouTube und möchte mir einfach nur die Songs durchhören, dann nervt es, wenn du halt immer wieder danach verzeihst, weil irgendwann hat man die Story dann auch gehört und so weiter und das verstehe ich ja total. Jetzt war meine Frage einfach, genau, und ihr könnt es damit abstimmen in die Kommentare, schreibt einfach, na, lass so oder ja, stimmt, war cool, wenn du die Story einfach irgendwie extra postest oder sowas. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt einfach die Story extra rausschneiden und dann halt einfach so posten als Short oder irgend sowas oder als Kurzvideo, vielleicht eine Woche später oder eine Woche davor hat einer vorgeschlagen. Ja, schreibt mal, was ihr davon haltet. Ich bin unentschieden. Ja, das war's. Kiss, Rock'n'Roll all night. Ich will wüteln die ganze Nacht. Habe Dere.